7 Landfrauen aus 7 Regionen der Schweiz. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Und das sind unsere Gastgeberinnen. Deste Kempf aus Unterschechen, Kanton Uri. Die Pia Blatter aus dem bernischen Oberbütschel. Die Clara Schurtenberger aus dem luzernischen Ballwil. Dann sind auch dabei die Fabienne Müller aus dem st. Gallischen Mels. Die Maria Höhn aus Wädenswil, Kanton Zürich. Aus dem Aargauischen Döttingen kommt Therese Niefenegger und aus Outigen-Basel-Land die Marianne Gysin. Das ist SF bei den Leuten, Landfrauenküche. Oberbütschel im Berner Gantrischgebiet. Da ist die Pia Blatter daheim. Es ist Samstagmorgen. Heute kommen die Landfrauen. Die Pia pflückt Bohnen für das grosse Essen. Nervös ist sie nicht. Ich war diese Woche bald mehr aufgeregt als jetzt gerade. Jetzt nehmen wir es einfach, wie es kommt, fertig. Und es kommt gut. Wir denken gar nichts anderes, es kommt schon gut. In der Küche wird sie von ihrer Schwägerin, Regula Luder, unterstützt. Du bist schon am Fleischschneiden, Regula. Ja. Für du. Und da habe ich Bohnen. Hilfst du mir so schnell rüsten? Ja. Du müssen wir hören, wo es ist. Die Bohnen sorgen dann noch für zünftige Aufregung. Aber das ahnen die beiden noch nicht. Die hier sind, sie sind ja auch ein bisschen brüchig. Wir müssen dann schauen. Aber irgendwie kommt es dann schon gut. Mastbröckchen sind ein bisschen weniger elastisch. Die Büsi weiss, es gibt sicher etwas Feines. Der Tag bei Blatters fängt früh an. In den heissen Sommermonaten sind die Kühe in der Nacht draussen auf der Weide. Der Adrian Blatter holt sie am Morgen zum Melken rein. Der 5-jährige Sohn Joel ist auch schon ein kleiner Bauer. Weißt du, bei den Jungen muss man aufpassen. Bei den Eltern kannst du schon helfen, aber hier ist es noch ein bisschen gefährlich. Gell? Die Pia weckt den Rest der Familie. Hast du nicht so gut geschlafen? Hast du so einen blöden Traum gehabt, die Nacht, dass du zu mir bist gekommen? Hm? Ein schlimmer, eben nicht ein schöner. Gell, das gibt es manchmal. Hm? Die Milena ist die Älteste. Sie ist 8 und muss schon früh auf das Boschi für die Schule. Mili? Der Adrian muss um 7 Uhr los. Er arbeitet neben dem Bauern noch bei der Gemeinde. Das geht nur, weil sein Vater auch zum Hof schaut. Du, Milena, tust du jetzt die Katze bitte raus. Und dann musst du dir bitte anders anlegen, sonst kommst du spät auf das Böschchen. Bei Blatters hat jedes ein seinen eigenen Rhythmus. Ganz klar, der Frühaufsteher ist der Joel. Der kommt manchmal schon um 5:30 ist er schon im Stall. Milena die schläft lieber ein bisschen länger. Will dafür am Abend lieber ein bisschen länger aufbleiben. Und Sarah die ist jetzt noch in dieser Phase, wo sie hoffentlich am Morgen noch ein bisschen länger schläft. Tschüss. 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 Bis heute Mittag. Tschüss. Willi. Und das ist sie, Sarah. Sie ist die Jüngste mit ihren 3 Jahren.
Wenn alle aus dem Haus sind, futtert Pia zuerst einmal die verschiedenen Tiere auf dem Hof. Als erstes bekommen Lolita oder Felix ihr Heu. Gute. 4 Büsi, 1 Ross, ein Pony, Hühner, Gänse und Küngel. Das gibt Haufen zu tun. Die Kinder, die haben so Freude daran. Auch ich bin halt wahnsinnig so mit Tieren. Wie soll ich sagen? Ich brauche das ein bisschen. Es muss ein bisschen leben um mich herum. 2 neue junge Hühnchen kommen heute das erste Mal zu den anderen in Auslauf. Ist nicht so schlimm, kommst du in die Freiheit. Hä? Schatzeli. Oi. Schau, das sind Büsseli, das ist das Huhn. Schau. Und dort hast du schon Entenkameraden. Hey, schau, das ist ja schön. Usch. Hä? Wollen wir den anderen auch noch holen? Hä? Der sogenannte Mooshof hat neben den 16 Kühen auch noch 12 Hektare Land. Die Pia arbeitet regelmässig auch im Stall. Zu den täglichen Aufgaben gehört das Waschen vom Milchgeschirr. Ich mache das sehr gerne. Das ist wirklich, ich mache das draussen fast lieber als die Hausarbeit drinnen. Wirklich. Ich bin so im Stall schon daheim. Ja. Es wäre auch ein Problem für mich, wenn ich jetzt irgendwie keinen Bauer hätte und jetzt nur müsste in einer Wohnung drin sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich brauche das. Mittlerweile ist der Adrian für die Gemeinde unterwegs. Heute müssen die alten Strassenschilder ausgewechselt werden. Doppelbelastung, der Hof und Gemeindearbeit wird gut organisiert sein. Wenn Erntezeit ist es manchmal schon ein bisschen stressig, aber ich kann sagen, daheim ist ein gutes Team und hier klappt es so gut, wir können es gut ergänzen. Da kann ich also wirklich kurzfristig sagen, unter Umständen noch am Morgen durch, ich kann den Nachmittag nicht kommen. Und daheim ist natürlich der Vater und Pia, die müssen dann halt vielleicht schon noch ein bisschen mehr zecken. Ja. Gut, hä? Bald ist Mittag und Pia schaut, dass dann etwas Feines auf den Tisch kommt. Jetzt mache ich falsche Kutteln. Das ist ein altes Rezept, das wir daheim schon gemacht haben, schon meine Mutter. Das ist etwas Einfaches, Schnelles. Das ist sehr gäbig, unkompliziert muss es sein. Jetzt mache ich zuerst einfach mal einen Eiertätsch, eine Omelette. So, jetzt brauchen wir Salz. Meine Kinder würden nie richtige Kuttel essen. Oder? Es klingt doch noch gut, wenn ich sage, es gibt falsche Kuttel und die Kinder die essen dann das. Aber richtige? Oh nein, würde ich auch nicht essen. Muss ich ehrlich zugeben. Ich bin nicht so Fan von Innereien.
Zum Glück muss der Eiertätsch für das Rezept nicht wirklich schön aussehen. Da bin ich schon noch froh. So. Und das wird dann so in Streifen geschnitten. Dazu kann man eine Tomatensauce mit Nudeln machen, wie die Pia, oder eine Bolognese oder eine Käsesauce. Und süße Varianten gäbe es auch noch. Einfach drüber leeren und fertig ist es. Und 2 Gläser. Merci. So, was gibt es Mittag? Falsche Kutteln. Etwas Schnelles. Falsche Rote? Ja. Also gut, Hast du ich jemanden noch freue gern, mich. gell? Ja, ich hoffe es. Achtung! Komm Joel, hast du fest Hunger? Nicht so. Hat es nicht Hunger gegeben? Jetzt nehmen wir noch Eine gute Mama. Ja, merci Sarah, dir auch. Dass zum Mittag die ganze Familie zusammenkommt, ist Blatters wichtig. Auf der anderen Seite. Und Pia weiss genau, was sie nicht auftischen sollte. Auf der anderen Seite neben dem Bock. Also mit dem Gemüse haben sie es nicht so. Das ist auch sie die Einzige, die gut Gemüse isst. Aber was ich immer machen könnte, ist Rösti und Bratwurst. Und Rösti und Speck. ja, noch besser. Vielleicht so die deftigen Sachen haben sie gerne. Aber eben so Salat und Gemüse. Aber ein bisschen muss man auch gleich wieder probieren. Irgendwann kommt dann hoffentlich der Tag, wo sie es nehmen. Das ist aber schon Wolke, ja. Auf Wolken. Das Grösste für die Kinder ist der Pool im eigenen Garten. Am Nachmittag ist die Regula, die Schwester von Adrian, mit ihren Kindern zu Besuch. Sie hat einen Schurz für einen Samstag genäht. Ich tue sie schön. Das ist ganz schön gemacht. Das ist so schön, wirklich. Hey? Super, du. Und dann sage ich dir, Regula und ich, das ist noch so eine gute Ergänzung. Sie ist 10 Jahre älter als ich und sie bringt für mich so die nötige Ruhe rein. Weisst, wenn es so hoch hergeht, dann tut die Regula ein bisschen erden und ein bisschen sagen, ruhig. Und ich bin froh, ja, das brauche ich. was hast du das Gefühl? Wegen Weißt du, so, wenn ich dann da so Dauer. Bist du wohl? Ja. Aber du Länger, siehst vor, kürzer? du siehst vor Länge. Ich habe etwa so meine. So. So 5 cm auf die Knöchel. Ja. Habe ich nicht. Es war für mich keine Diskussion. Sie würde sagen, nein, ich mache das nicht. Ich mache das sehr gerne, wirklich. Und ich habe die Verantwortung nicht. Die Verantwortung ist bei ihr und ich nehme das ziemlich locker. Ich mache das gerne und hoffe, dass ich sie wirklich unterstützen kann. Der Mann von Clara, der hat das wirklich auch Bei Pia dreht dafür ein bisschen den Kopf. aufgestellt. Und das ist jetzt schon noch so, weißt, jetzt kommen lauter so kleine Details Sachen. noch. Und jetzt geht die Zeit gleich schnell vorbei. Und dann denke ich, hey, immer noch mal, du bist ja hinten und vorne noch nicht Und parat. der Samstag ist gleich da. Ja. Oh, das Grosse bist also Schon. bist parat. Gegen Abend wird es wieder kühler und das Vieh geht wieder auf die Weide. Gut.
ein neuer Tag. Die Pia hat noch eine andere Leidenschaft. Sie hat einen grossen Kräutergarten und macht auch selber Kräuteröl. In meinem Garten tue ich verblühte Rosen. Dann habe ich Eukalyptus, Lavendel, Eisenkraut ist jetzt da noch drin und Zitronenmelisse. Dann schneide ich das ganz fein. Über Nacht muss das wie anwelken. Und dann tut man es mit Mandelöl oder man kann Olivenöl oder Rapsöl nehmen. Ich nehme jetzt gerne Mandelöl, das kommt dann gut. Und ich brauche es zum Massieren. Das gibt Massageöl. Darf ich auch helfen? Ja. Darf ich noch schneiden? Oh, das ist... Schau mal. Ja. Das ist gefährlich. Schau, diese Rosenblättchen, schmeck mal, die schmecken auch fein. Nicht wirklich. Nein. Ich gehe jetzt schnell. Ja, kannst du es rein tun. So. Das Wissen um die Kräuter hat sie aus alten, überlieferten Rezepten. Es gibt so viele wunderbare Heilkräutchen, die wirklich eben auch in Vergessenheit geraten. Und mir ist es wichtig, dass man einfach das Zeug auch wieder ein bisschen vornimmt und bekannt macht. Ja. Nein. Tada! Nein. Die Pia macht seit 2 Jahren eine Ausbildung für ganzheitliche Gesundheitsmedizin. Unterdessen hat sie einen rechten Kundenstamm, der regelmässig zu ihr in die Massage kommt. Das ist also eine ganzheitliche Gesundheitsmassage eigentlich. Das ist einfach, wo man den Körper eben nicht nur am Rücken massiert, sondern ganzheitlich. Also eben die Hände lockert, dort anfängt, die Füße lockert und massiert. Und dann beim Kopf einfach nach den Meridianen, also ein bisschen nach der chinesischen Medizin. Etwas, ja. Manchmal sind so Bauernmannen, die kommen. Jetzt hat mir wirklich zufälligerweise einen angerufen, hat wie einen Nerv eingeklemmt. Und der kommt jetzt gerade. Komm noch, Tino. Hey, du, jetzt hat es dir voll einen. Ja, da hinten, da tut es mir so stechen. Oh. Bevor ich da beim Lupfen. Und das ist gar nicht gut, wenn du bauen willst. Ja, das ist so. Dann müssen wir schauen. Du, warte, du schnell noch das Tuch her. Habe ich nicht den Punkt? Mhm. Er hatte hier wie zu viel Energie, es hat ihm einfach wehgetan. Und jetzt haben wir das so können, wie runterziehen, verlagern. Dass es eben dann dort nicht mehr so wie eine Stauung gibt. Und das löst dann. Hat es etwas gebracht? Ja, Hast du gemerkt, schaut es? ja, es schaut. Ja. Und das ist ja aber die Hauptsache, wenn es nützt. Ja. Wir sagen auch, es ist fast wie ein Häckchen. Wir haben das Gefühl, sie spürt es sofort. Und wir sind froh jetzt. Es ist Nachmittag. Die Pia macht sich auf den Weg in die Nachbarsgemeinde Mittelhäusern. Sie braucht Herdöpfel für das Landfrauenessen. Und da gibt es ganz besondere alte Sorten. Super, Joe. Also, schau da, Pia. Die blauen und die weißen hast du bestellt? Mhm. Super, Und jetzt haben wir noch die roten drin. Mama, darf ich Willst du noch? die auch noch probieren? Oh, das kommt gut. Mama, Milch. Das sind Rotfleischige. Ja, die habe ich dann 3 kannst du noch verschiedene drei farbig. Herdöpfel. Jetzt ist es genial. Hä? Probier doch mal. Probiere ich gerne. Längen dir die? Ja, ich glaube Sonst schon. gehen wir noch graben. Dann kann ich dann noch Ist ein gut. Kochertchen zum Mittag machen. Ja. Du. Hey, super. Merci Also. vielmals. Nur nicht umgehen auf die Steinchen, gell? Hui. Zeit für ins Bett zu gehen für die Kleinen.
Heute übernimmt der Adrian die Rassubandi. Ja, Sauerei machen. Hingern musst du mit der Zahnbürste. Ich habe das Gefühl, wir ergänzen uns einfach gut. Und er mit seiner Doppelbelastung, mit dem Arbeiten, ist für ihn noch nicht immer einfach. Und dann ist es noch wichtig, dass ich irgendwie wie dort auch ein bisschen, dass er die Sachen ein bisschen anders anschauen kann, durch mich vielleicht, ein bisschen die Lockerheit. Und was erzählt der Fertu hin? Ich glaube, ich baue Wut. Oh, also Tschüssla, ich sage Tschüss. Schlaft gut und träumt süß. Hey, du Mama geht. alle da schauen. Hey, merci Papa. Die Pia hat darum noch Musikprobe. Der Globi hat dem Peppo gesagt, er will jetzt mal Bauer werden. Du musst jetzt hören, Sarah. Hier, da, hier, der Globi. Dann ist er ihm das gezeigt und hat gesagt, oh, das hat ganz schönen Boden. Und dann hat er noch eine Idee gehabt. Jetzt muss er doch noch ein Bäumchen setzen. Schau. Die Pia örgelt, seit sie 7 ist. Wir sind so einen zusammengewürfelten Örgelihaufen. Und wir spielen schon lange zusammen. Nächstes Jahr haben wir 20 Jahre und dann gibt es die 12. CD. Wir haben eine gemacht beim 15-Jährigen. Und nächstes Jahr ist die 2. nachgekommen. Und das ist wirklich, also, wir haben ein bisschen das Motto, einer spielt immer, weisst. Es ist wirklich nicht immer alles so fehlerlos, aber immer voll Hanne mit Freude dabei. Und das ist auch etwas wert. Wirklich, wir sind gut zusammen. 1, 2, 1. Heissen sie Hoggergruß. Etwa einmal geht Pia am Morgen ausreiten und der Border Collie Cora darf auch mit. Das ist absolut ausschalten, heute klein. Einfach den Kopf lüften und dann bin ich dann um viel die bessere Mutter. Und das ist für mich heute ein bisschen wie Ferien. Das Ross heisst Lolita und ist ein amerikanisches Appaloosa-Kleinpferd. Sie ist jetzt absolut mein Traumrössli, kann man sagen. Genau so, wie ich es gerne habe. Einfach, sie ist eine ruhige, aber sie kann auch mal abgehen. Einfach ganz ein verlässliches Rössli. Und das ist so wichtig, es ist eine Partnerin nicht. Und dann geht man eben auch gerne, oder? Und so ist es immer für mich eine Erholung, mit ihr zu gehen, weil ich weiss, die funktioniert einfach. Es ist Freitag und Pia fährt schon mal mit der Vorspeise für das Landfrauenessen an. Bouillon steht auf dem Menü. Bouillon gibt es natürlich auch als Würfeln. Aber eine richtige Landfrau wie Pia findet ja alles, was es dazu braucht, im eigenen Garten. Das kann ja nicht mehr schief gehen, oder? Das Schlimmste bei einer selber gemachten Bouillon ist einfach, wenn man das Gemüse reingeht und meint, in einer Stunde können wir schon essen, denkt es mir. Ja, das braucht einfach Zeit, eine gute Bouillon. Ja, dass das alles so richtig schön zur Geltung kommt, die verschiedenen Geschmäcker von den Gemüse, ja, die drin sind. Die Zwiebeln muss man anschwitzen, wegen der Farbe der Bouillon. Das ist jetzt mein Hauptgang. Und da serviere ich den Frauen Schulterkalbsbraten. Und das Fleisch ist von unserem Kälbli. Wir metzen immer selber metzgen. Und das streiche ich jetzt einstreichen mit meiner speziellen Ölmarinade, mit meiner Ölmischung, wo ich alles Kräutchen aus meinem Garten habe. Da muss jetzt noch eine Nacht lang ruhen.
dass es dann morgen super gut ist. Ja. Das Tischchen auch noch damit. Im oberen Stock vom Bauernhaus wird gerade die Stube vom Untermieter ausgeräumt, weil da die Landfrauen dinieren. Ja, für mich ist es kein Problem. Xendu ist auch mit uns einverstanden, unser Mieter. Das ist natürlich flott von ihm, dass er sich da bereit erklärt. Aber gehört halt einfach etwas dazu. Etwas muss man eingehen. Was? Kannst du das mal ausziehen? Es ist ein wunderschöner Sommerabend. Blatters gehen mit Kind und Kegel auf Bütscheleck grillieren. Eigermönch, Jungfrau, Finsterarhorn, das Wetterhorn, der Hogant sieht man, dann sieht man die Schrattenfluh, Luzern, die Scheibengutsch. Weit hinten sehen wir heute. Dinge von den Bergen. Es ist noch so ein bisschen Durchschnaufen jetzt, ja. Es geht mir zwar die ganze Zeit vom Morgen, ich bin nicht so locker wie schon, aber mal, das kommt gut. Da habe ich nicht Angst. Das wird sicher schon Sachen geben, die ein bisschen stressig werden, aber ich sage, sie hat es sicher sehr gut im Griff. Ich mache ihr dann noch eine Massage. Eine wohltuende. Gell, Coru? Hä? Samstagmorgen. Es geht los in der Küche. Als erstes sind die Bohnen dran. Das ist aber gar nichts hier. Unser wunderbares Mastbröckchen, das wir hier haben, ist einfach viel zu spröd, weißt? Und man kann es dann nicht so ausziehen. Es verreist gerade. Das ist eine richtige Knüppelbüte jetzt gerade. Und braucht jetzt gerade ein bisschen... Eben, und ich auch nicht. Da kommen wir jetzt schon an unsere erste Grenze, nicht wahr? Aber es kommt schon gut. Schau. Nein! Wow, Regula, du machst es im Fall super! Die Bohnen sind nicht das einzige Problem. Jetzt probiere ich das gerade mit dem Brotmesser, Regula. Und die sind so hart. Ah, meine super Güte. Ich kann fast nicht glauben, dass das die Frauen dann essen können. Aber sie können. Die weichen ja drauf. Peng. Oh, ich hoffe wirklich, sie werden dann noch weich. Und sonst Zahnarztrechnung zahle ich ihnen halt. Ein bisschen Likör und Orangensaft sollen gut sein aufweichen. So, ich hier ein Zwetschgenkompott aufgekocht mit Orangensaft drin. Und das habe ich 45 Minuten köcheln. Jetzt habe ich es abgehalten und jetzt tue ich das auf meine Güte. Kommt echt das Kompott drauf, ja, das Zwetschgenkompott. Es gibt ihm so eine gute Säure. Geschlagene Nudeln mit Quark gemischt, das ist die Creme für obendrauf. Eins ist das erste Mal, Aber es läuft schon unten raus. Aber es lohnt sich, wenn es gut kommt. Wenn es nicht ganz auf den Rand kommt, macht es nichts. Ich kann nicht sprechen, ich bin hochkonzentriert. Kannst du mir die Die Bohnenpäckchen sind parat für den Steamer. Die Pia muss noch den Tisch parat machen.
Für die Landfrauen hat die Pia extra das Besteck und das Geschirr der Grosseltern ausgelehnt. So. Oh, super. Gerne die Hunde sind, glaube ich, vor dran, gell? Nein, die Kühe hier. Ah, die Kühe. Also dann möchte ich den gerne dort in Ecke. In diesem Ecke. So. Ja, ich muss mal schauen, wie es aussieht. Das ist super. Hä? Das ist schön. Diese Kühe hier. Blumen bei der Dekoration und auch Blumen im Essen. Es gibt blumige Käsekugeln zur Bouillon. Etwas, das nicht jeder kennt. So. Das ist ein Rezept, das wir in unserer Haushaltungsschule haben angeschaut. Mir denkt, das ist einfach etwas Wunderbares. Dass man auch mit Blümchen kochen kann. So. Das ist mal etwas anderes. Oh, zuerst noch probieren. Oh, da. Oh, es ist mega stark. Das kannst du mal probieren. Fein. Ein bisschen Sack, gell? Weißt du, Bouillonsuppe. Schau da. Genau, die kleinen und dann kannst du mir auch noch ein grosses machen. Super. Oder Joel will der Mami helfen. Das macht er ganz auf seine eigene Art. Geht's? Kommt's gut? Aber nicht dran blasen, das können wir nicht brauchen. Du musst sie mit dem, weißt, mit dem Messer oder so. Sonst sagen die Frauen, das ist grusig, da hat ja einer dran geblasen und gekodert. Wir nehmen die weg und dann machst du noch ein bisschen Sättige, die du nicht dran geblasen hast. He? Das kannst du ja hier nicht wissen, gell? Ja. Ich mache gar nichts. Herzoginnenkartoffeln, Herdöpfel aus roten, weißen und blauen Herdöpfeln soll es geben. Das ist der Job von der Regula. Ich habe das Gefühl, wir sind ein gutes Team, wir sind parat. Die Aufgaben sind klar zugeteilt. Es kommt gut. Wir freuen uns darauf. Die Frauen dürfen kommen. Die Pia ist sich umziehen. Die Frauen kommen jeden Moment. Wir sind hey lustig, wir sind hey sur. Hey Kasur, hey Janke, das gibt uns gutes Blut. Udria, alle Schaska, Udria, alle Glanka, Udria, alle Nürnberg, Udria, Alle 6 Landfrauen haben auf Oberbütschel zu Platters gefunden. Danke für Sarah. Sie hat am Anfang eigentlich auch gesungen, aber Frauen, es ist auch schön, seid ihr zu mir gekommen. Ich habe so Freude und das Röseli ist auch fort. Jetzt wünsche ich euch Prost, habt es gut, gell? Gesundheit. Darf ich noch In der Küche gilt es jetzt ernst. Und Braten, Pia. Dem habe ich gerade geschaut, dem geht super, aber jetzt muss ich gerade auf die Käsekugeln los. Ich bin auch gerade ziemlich im Schuss. Du musst heute schnell die Suppe probieren. Noch. Ich würde noch etwas drin tun. In welche Richtung? Scharfig. Von mir aus dürfte es noch etwas Gewürz verleiden. Das ist besser. Das ist ja so, etwas fehlt noch. Einfach eins noch ein bisschen rot, da komm. Sauce, so Fleischsauce. Hey, die Sauce muss ich noch machen, das Fleisch. Die Pfanne muss ich machen. Okay, jetzt brennt es dann noch. So.
aller Ruhe nehmen die Landfrauen in der Stube Platz. Von der Hektik in der Küche merken sie nichts. Frauen, habt ihr es gut? Hey? Schön. Jetzt will ich euch noch schnell das Menü vorstellen, das ihr hier bei mir haben könnt. Und das wäre zuerst einmal gibt's eine Bouillonsuppe mit Herzflädli und blumigen Käsekugeln als Vorspeise. Und dann der Hauptgang ist ein Kalbsschulterbraten nach Pia-Art mit Herzoginnenkartoffeln und Gemüse aus Pias Garten. Und zum Dessert habt ihr einfach noch gerade ein Zwetschgenträumchen. Und jetzt muss ich ab in die Küche. Sonst bin ich dann nicht nachher da. Regula ist eine echte Meisterin im Pomme Duchesse machen. Die Pia rollen die Käsekugeln in den farbigen Blumen. Der Bouillon ist jetzt heiß. Und dann muss oder Adrian noch weggemacht werden. Sag, wie sieht es aus? Ist gut, du fühlst dich wohl. Du hast noch ein Tüchlein, weißt du, wegen dem Warm. Los jetzt. Ja, ist gut. Merci, gleichfalls. Ja, ja. So. Da wäre ja von mit der Suppe. Suppe servieren. Einfach ist das nicht. Aber der Adrian macht es tipptopp. So, wünsche ich euch einen guten. Danke vielmals. Schmeckt man all die Gemüse raus? Ist sie heiß genug? Nicht zu fad? Nicht zu salzig? Und wie kommen die Käsekugeln an? Das alles bewerten die Landfrauen auf diesen Bögen. Die Suppe war wirklich sehr fein. Sie hat wirklich geschmeckt mit vollem Aroma. Das war wirklich eine selber gemachte, feine Suppe. Die Flädchen waren auch herzig dort drin. Man hat das Gefühl, ein Gruß von der Küche. Wahrscheinlich haben die Kinder noch mitgemacht. Und die Käsekugeln, die haben mich raffiniert gedacht. Also wirklich interessant und raffiniert. Vor allem, sie sind so auf dem Tellerrand gelegen, so per Excuse. Ah ja, die sind ja auch noch zum Essen. Und zum Essen war es dann so lustig, wie man die hat müssen holen dort unten. Und sie waren hervorragend im Aroma. Super. Die Vorspeise war wunderbar. Die Suppe war sehr gut. Und die blumigen Käsekugeln auch. Aber sie waren so ein bisschen verloren, versteckt neben dem Teller. Also, die Idee ist originell, aber die Serviceart ja, die hätte ich vielleicht ein bisschen anders gelöst. Die Vorspeise war sehr speziell, vor allem mit diesen Käsekugeln. Die haben mich fantastisch gedunkt. Und die Kombination zusammen mit der Flädlisuppe war ganz gut. Komm, die gehen wir doch einfach jetzt in die Pfanne. Ich habe einfach Angst, dass sie kaputt gehen. Das ist ja mein Problem. Ich kann die besten Bohnen in die Pfanne machen, nicht im Steamer. Die Bohnen machen Kapriolen. Sie fädeln. Komm, euch will ich jetzt noch lehren. Euch. Hoffentlich haben die Moschbröckli. Wenn sie kaputt gehen, gehen sie auch kaputt. Kommt's gut mit den Bohnen? Ja, das ist ja jetzt der kritische Punkt. Ah. Darum machen wir es jetzt noch. Wir retten die Situation. Ich glaube, ihr wollt es gut machen. Schau, Regula. Gut werden wir es schon machen, aber Ja. Wer will es schon nicht gut machen? gut kann man es nicht. Ja, mal, ist eben dann manchmal gefährlich, dass es auf die andere Seite kippt. Jetzt noch die Nudeln in die Fleischsauce. Die Anspannung ist jetzt immer noch ziemlich hoch. Weil jetzt kommt erst der Hauptgang. Und das ist das Anrichten, dass das zügig vorangeht. Das ist jetzt gerade ein bisschen meine grösste Sorge. Oh, die Scheiben sind heiß. Kannst du das nehmen? So? Geht das? Ja. So, ich würde hier den Hauptgang servieren.
2, 3. Gute miteinander. Und wie kommt euch jetzt die Hauptspeise an? Wir haben es geschafft. Wir haben es noch nicht geschafft, aber der Hauptgang ist Hauptgang durch. war sehr, sehr zufrieden. Und vor allem, ich bin nicht wirklich optimal glücklich, aber es ist jetzt gleich ein Stören. Es ist durch, wie gesagt, den Bohnen an. Es ist nicht alles ganz so gelungen, wie ich es wirklich hätte wollen. Und die Gartenböhnchen haben nicht so wollen wie Pia. Sie haben auf einmal noch ein bisschen verfädeln. So ein Seich. Jetzt warten wir auf das Resultat. Du, das ist einfach... Das ist Leben live. Bei den Bohnen hat mich jetzt das mit dem Moschbröckli eingewickelt. Es war etwas Fremdes. Sie hat mir eher etwas Zähes mit dem Moschbröckli. Es ist eine gewohnte Sache, ja. Das war noch recht originell mit diesen 3 verschiedenen Herdäpfeltupfen. Das war originell und die waren wirklich sehr zart. In der Hauptspeise hat mir der Braten mit der Soße ganz gut gefallen. Der Braten war für mich ein bisschen weich genug. Die Frauen Wir sind gespannt. haben fast nichts mehr übrig gelassen. Bohnen! Das haben wir ja gesagt. So. Ist also nicht schlimm. Ein Rügeli Bohnen. So. Und da wäre noch das Dessert. Auch da darf ein Blümchen nicht fehlen. Den Dessert hatte ich auch sehr gerne. Leicht, einmal etwas anderes. Man hat auch gemerkt, sie hat etwas ausprobiert. Das war so speziell, aber es war aufwendig und auch nicht süß. Mir hat das gut gepasst. Das Dessert-Träumchen war wirklich ein Träumchen. Es war sehr lecker. Der Raum war sehr schön dekoriert. Mit Sonnenblumen, Zinien, mit Gersten. Also es hat wirklich gepasst. Und die Milchkanne schön dekoriert. Schön. Es hat sehr gut gepasst. Grundsätzlich eine gute Atmosphäre. Das hat man auch vom Raum her gespürt, hat es mich gedacht. Und auch vom Mann her, er hat das natürlich gut gemacht. Ja. Voilà! Oh, schön! Merci, merci. Die Pia hat es geschafft. Nächste Woche sind wir bei der Esther Kempf im Unterschächental, hoch oben auf der Alp. Für euch auch ein Schenkeli. Wir sagen Dirkeli. Dirkeli, ja.